Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 26. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe von Borussia Mönchengladbach. Und bevor wir über unser neues Spieltagsmotto sprechen, blicken wir kurz zurück auf den größten Motto-Fail aller Zeiten in der Geschichte von 2 Kölsch. Und das war gegen den VfL Bochum. Endlich wieder Stürmertore. Und das Ding ist tatsächlich mal so richtig in die Hose gegangen. Mächtig schief ist das gegangen und die Bochumer haben sich derartig über uns kaputt gelacht in den Kommentaren bei YouTube. Unfassbar. Und mit was? Mit Recht. Absolut mit Recht. Und liebe Bochumer, wir hätten das natürlich an eurer Stelle genauso gemacht, hatten da vollstes Verständnis für, haben auch richtig geschmunzelt, haben zwar nicht geantwortet großartig drauf, weil es hätte zu lange gedauert, weil es so viele Kommentare waren, aber unterm Strich tatsächlich stehen wir zu und ihr habt genau richtig reagiert. Ja. Und wer jetzt glaubt, dass wir daraus klug werden, wir doch nicht. Ne? Nein, wir machen den Fehler so lange, bis er richtig ist, und deswegen haben wir auf dem Motto dieses Mal stehen, Achtung, Bauern besiegen, Kurve kriegen. Und als erstes natürlich wieder 2 Kölsch. Auf 3 Punkte im Derby. Prösterchen, Leute. Ja, und damit wir mit unserer Location auch die Kurve kriegen zum Motto, sind wir bis fast nach Gladbach gefahren. Also nicht das falsche Gladbach, sondern das richtige Gladbach. Und das ist Bergisch Gladbach. Und wie ihr seht, wir stehen hier am Straßenbahnmuseum in Thielenbruch. Genau, Endhaltestation Thielenbruch. Und warum stehen wir hier? Ja, logisch, ne? Die KVB, die kriegt die Kurve immer. Die fahren ja auf Schienen, ne? Also gut, bis auf den da, der ist offenbar voll gegen die Wand gefahren. Die haben halt auch Fachkräftemangel. Ich nehme an, die mussten einen Fahrer aus Gladbach verpflichten, anders nicht zu erklären. Ne? Ja, und die Wand, gegen die der gefahren ist, ist auch noch eine gelbe Wand. Und damit ist ihm das Gleiche passiert wie uns im letzten Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund. Also das war ja sowas von ein Griff ins Klo in Dortmund. 1:6 verloren. Und ich war ja auch vor Ort. Also wirklich eine richtig schlechte Leistung in allen Mannschaftsteilen. Vorher gegen Bochum war auch schon alles andere als doll. Und trotz dessen, dass wir jetzt zweimal nicht gut gespielt haben, bricht in Köln nicht alles zusammen. Das kann eigentlich nur unser Gefühl und unser Appell sein. Absolut. Ne? Man hat natürlich dieses Schmerzgedächtnis, das muss man sagen. Als FC-Fan wohnen da immer 2 Seelen in der Brust und man erinnert sich daran, unter Gistol war erstmal alles gut und ist komplett abgebrochen. Wir haben das mehrfach erlebt und dann wird man irrational, weil man denkt, um Gottes Willen, jetzt geht die Welt unter. Ne? Es ist aber Blödsinn, sondern wenn man realistisch drauf guckt, stehen wir eigentlich immer noch gut da. Ja, total. Also ich kann nur sagen, dieses Trauma, das viele FC-Fans und wir auch lange hatten. Ich meine, wir sind seit 25 Jahren Fahrstuhlverein, wir sind 6-mal abgestiegen. Da entwickelt sich natürlich irgendwo dieses Trauma. Aber ich habe mich davon emanzipiert in den letzten Jahren. Ich habe es abgelegt und bin mehr und mehr wirklich von der eigenen Stärke überzeugt, auch mit den neuen Verantwortlichen, mit unserer geilen Mannschaft. Und ich lasse mich auch nicht verrückt machen, wenn der eine oder andere von unten jetzt ein bisschen näher rückt. Am Ende werden wir den Klassenerhalt schaffen. Davon bin ich nach wie vor felsenfest überzeugt. Ja, und wenn man mal auf Gladbach guckt, muss man sagen, denen geht es ja jetzt auch nicht wirklich besser als uns. Denn die haben ja den Anspruch, dass sie immer oben mitspielen. Und für die ist die Saison im Grunde schon im Arsch. Ja, total. Ne? Wir wussten ja, wir spielen gegen den Abstieg. Und eigentlich ist unsere Saison super gelaufen, wenn man es so betrachtet. Ja, also ich bin ja gerne im Gladbach-Forum unterwegs. Und da herrscht eine Unzufriedenheit, das ist wirklich unfassbar. Die sind im absoluten Niemandsland mit ihren 31 Pünktchen. Nach oben 6 Punkte Abstand, also Europa, das ist für die in weiter Ferne. Und da wird zu Recht angemerkt im Forum, dass es der 6. Kader der Liga ist. Und natürlich sind das ganz andere Ansprüche. Und jetzt sind sie gerade mal 4 Punkte vorm FC und reden sich das Ganze schön und hoffen, mit einem Derby-Sieg die Saison retten zu können. Nein, das werden sie natürlich nicht retten, denn diese Truppe, auch die Verantwortlichen, also das ist alles
ist sowas von fantasielos in Gladbach mit Wirkus und Farke und Omlin im Tor, also graue Mäuse, wohin man auch nur guckt. Ja, und die nicht grau sind, das sind Arschgeigen, wenn man das auf Deutsch sagen will. Also hier haben wir so ein paar Spieler dabei, wo man, glaube ich, auch als Gladbach-Fan sagt, ich habe Fremdschämen. Ne? Wie so Benzibaini oder was mit Thuram. Also Leute, die sich Dinge leisten, die man einfach als Fußballfan nicht sehen möchte, auch wenn die in der eigenen Mannschaft sind. Das will man nicht. Nein. Und ich glaube, dass man früher Arschgeigen hatte, um die man sie heimlich beneidet hat. Die Zeiten sind vorbei. Also so ist es nicht mehr. Ja, und da reihen sich Leute wie Thuram natürlich nicht ein. Nein. Denn Thuram, also ganz ehrlich, das ist ja einfach nur eine ganz erbärmliche Wurst. Wer jemandem aus 20 Zentimetern ins Gesicht gespuckt hat und dann sich erdreistet, kurze Zeit später solche Schwalben hinzulegen. Also peinlicher geht es wirklich nicht. Das ist Fremdschämen pur. Selbst wir als Kölner haben uns ja für den Typen geschämt. Und ich weiß auch von vielen Gladbachern, dass sie das überhaupt nicht gutheißen und überhaupt auch diese ganze Söldnermentalität. Weißt du, gegen Bayern München, da funktionieren sie, gewinnen 3:2 und ansonsten haben die in den letzten 10 Spielen auch 5 Klatschen gekriegt, genau wie wir. Ja, genau. Also wenn man auf die Tabelle guckt, muss man sagen, ist nicht so weit entfernt. Klar, wenn wir verlieren, was natürlich nicht passiert, und Bochum gewinnt, könnten sogar die uns einholen, was völlig irre ist. Ne? Ja. Aber die Saison hat noch ein paar Spiele und ich bin auch der Ansicht, ne? Es fängt bei 0:0 an. Ja. Warum sollte man gegen die nicht einem Derby mal einen drauflegen? Und ein bisschen Spielglück gehört dazu. Absolut, ja. Und wer sich das nicht vorstellen kann, der sollte an die letzte Saison denken. Denn da haben wir sie zweimal geschlagen. 4:1 im Heimspiel. Das war Geniales Spiel. In Gladbach haben wir sie auch dann 3:1 im Rückspiel geschlagen. Haben sie gedemütigt in der ersten Halbzeit mit 3:0. Und für mich das beste Derby aller Zeiten aus FC-Sicht. Und warum sollte sowas am Sonntag nicht auch passieren? Ja, genau. Und nochmal Spielglück, wenn man auf dieses 4:1 guckt, ja, wo Lubicic das 1:0 schießt, dann, also 0:0 zur Hälfte, ja? Ja. So, dann schießt Lubicic das 1:0 und wir kriegen den Ausgleich. Und in dem Moment denkt man, oh wei, jetzt passiert es, was wie immer passiert, jetzt kippt das Ding. Passiert aber nicht, sondern Uth kriegt den Ball völlig dusselig vor die Füße, macht das Ding in den Innenpfosten, das ist Spielglück. Ne? Und sofort danach fällt das 3:1 und Duda. am Ende, ja, Duda und dann Anderson 4:1, ja, also lauter Vögel, die gar nicht mehr da sind, ja, oder eben erkrankt, so wie Uth, ja, nur die, oder Anderson ja auch, ne, kommt jetzt wieder ist ja wieder im Training. Ja. Nur das wollte ich gar nicht sagen, sondern ich wollte sagen, das Spiel hätte in die ganz andere Richtung laufen können und das gehört eben dazu, ne? Wenn du in Bochum in den ersten 10 Minuten das Ding reinmachst, dann sieht das Spiel anders aus und das muss man wirklich so auch sagen, ne? Auch wenn das Spiel danach scheiße war. Ja. Lass uns zusehen, dass wir die Kurve kriegen und wir machen da jetzt mal den Anfang und wir begeben uns jetzt in diese schöne Bahn hinter uns und ja, kratzen mal die Kurve. Wir kriegen die Kurve hier, eine ganz steile Kurve. Ne? Weißt du was? Wir fahren mit der Straßenbahn nach Hus. Tschüss.